No dem europäesche Kader, den den Frankreich skizziert huet, also doch fir als wichtig dat mehr als letze beschmache. Men si final awer eich der Meinung, dass man dat mis kucken national ze regeln an enger nationaler Eenheden, dass man net an Diskussionen verfallen, weil Flüchtlingspolitik als kein Dossier fir Gros Parteipolitik zu machen, dafür als wichtig, dass mein Klor Lin hunn mé giffen durchge mat der Regierung zu Summe schaffe, wann noch bei hinnen Beredschaft besteht, dabei zuzukommen. Für uns geht es darum, parteiübergreifende Konsens zu finden, weil wir können die auch nicht allein als Staat lesen, wir brauchen Gemengen, aber wenn es durch Gemenge geht, egal was ein Gemenge das, fanden die unterschiedlichsten Majoritäten und dafür ist es wichtig, dass auch ein parteipolitischer Konsens auf dem Niveau besteht, sodass es schwer ist, etwas zu machen. Wir hätten gerne für alle Recht eine Koordination interministeriell, wo wir der Meinung sind, dass viel zu viele Minister individuell an die Dossier mat dran geholt sind, muss ich schwätzen über die Education, wie de Cluster köien, muss ich schwätzen über die Integration an Dënnerbringung am Familienminister leiit, muss ich schwätzen über das Logement, wo es donno drum geht, wann Definitivprozedur bis aufgeschlossen ist, dass die Leute auch einen definitiven Erder kreen, brauchen den Travail, weil alle Leute, die Leute, die Flüchtlinge, die donno derfen heim bleiben, muss op den Arbeitsmarkt kommen, sodass die auch viel mehr frei müssten angebunden sind als selbstverständlich die Migration, die beim Außenminister ist, weil die auch alle Leute zu Summe gucken, wie prozedural lebt, was zu summen, man muss ein HCR zu gern aufgemacht wird, für Flüchtlinge abzuholen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man ein Komitee interministeriell hat und noch mal einen Minister, den allein zuständig wäre für die 5 Aufgabengebiete, weil es nicht mehr möglich ist, wenn er Chef da ist, den noch so hört, dass es dann mit sehr auf Hero geht und dass er dann noch weiß, was all Einzelhand möchte und dass du nicht gegen den einen mit dem anderen geschafft haben. Der zweite Punkt ist, dass wir die Prozedur gerne mit sehr hätten. Wir sind der Meinung, dass es nicht normal ist, so wie es im Moment lebt, dass es so lange dauert, bis die Prozeduren aufgeschlossen sind, 3, 4, 5 Jahre, bis die Leute wissen, wo sie drin sind, dass wir es da lehen sollen setzen. Nach dem Delay muss die Prozedur aufgeschlossen sein. Die kann zwischen 9 und 12 Monaten, und dann müssen alle Guten die Leute wissen, wo sie drin sind. Und dann noch den 9 oder 12 Monaten muss noch die Courage haben, für dann zu sagen, der da ist lädt, der fällt nicht in die Kriterien für heute Lützeburg politischen Asyl zu kriegen, und da muss er auch zurück an das Land gehen, dass der doch ganz klar bekannt ist und dass auch jeder weiß, wann er hinkommt, was das für bedeutet. Weil wenn wir Zölle gucken, die den Immigrationsministerium auf den Tisch gelegt hat, wissen wir, dass beim Demandeur d'Asyl heute in Lützeburg rund 60% Demandeur d'Asyl kommen aus Ländern, die nie vorkommen. Nur den UNO-Bestimmungen, dass das Länder sind, die politischen Asyl können beantragen. Den größten Teil können dann den Frank hat es schon gesagt, vom Balkan, wo ganz viele Leute hinkommen, wo es sicher ist, dass der Balkan nicht mehr als politische Flüchtlinge unerkannt gehen und dass es dafür dann noch die Courage muss, dass die Prozedur sehr lebt, wir dann noch zu den Leuten zu sagen, dass sie gegebenenfalls von Prozedur aufgeschlossen sind, nee ist. Aber wir wissen ja bei den Ländern, dass es nee ist, dass sie dann sich auch bewusst sein müssen, dass es dann zurückgeht an hier heimische Länder, wo sie herkommen. Für das alles aber zu packen, brauche ich auch mehr Personal. Wenn man den Personalschlüssel, den im Moment da ist, sowohl an der Immigration wie auch beim Mola sind ich der Meinung, dass sie mehr der Meinung, dass es nicht gehen kann, dass sie da muss abstocken für die Prozeduren viel mehr sehr können laufen zu lassen. An den politische Wille muss da noch da sein. Und wenn der politische Wille von der Regierung da ist, werden sie auf alle Fall eine Unterstützung an dem Punkt kriegen. Und ich denke noch, weil ja bei der Präsidenz, wo ja extra Leute angestellt gesehen, für Präsidenz mal zu begleiten, dass da sicherlich auch Leute werden dabei sind, die waren Präsidenz bis aufgeschlossen ist, an den dritten Dossieren, für allem an dem von der Immigration und Integration, können noch da mit rekrutiert gehen, für da mehr zu machen, dass die Prozeduren noch mehr aufgeschlossen gehen, weil immer genug Leute da, sie können Dossier noch sehr genug behandelt gehen, dass man Leute auch wissen, wo wir dann drin sind. Aber wenn wir schwätzen von legalisieren, da sind wir auch der Meinung, bei dem Demandeur d'Asyl, dass wir einen Punkt müssen finden, einen bestimmten Zeitpunkt, wenn ich bis weiß, wie man den 2 Gesetze sind, die an der Pipeline sind, da den vom Immigrationsminister für eine neue Prozedur abzugehen, da dann von der Familienminister, wie es soll weitergehen, Herr am Logement, dass es auch wichtig ist, dass er ein Datum festsetzt. Ab dem Moment, dass ihr da seht, alle die Leute, die da 4, 5, 6, 7 Jahre hier am Land sind, wo nachher man nicht
weder die eng Decision nach die anderen Decision gefallen ist, da musst du darüber nur denken oder nicht nur denken, mir dass die Leute müssten legalisiert sie kann nicht sehen, dass der 4 5 Jahre am Land passt und dann bin ki noch 5 Jahre gesagt so du 7 Sachen an der Geste heim, mir dass die Leute Möglichkeit kreieren auch hier am Land können zu bleiben. Ein anderes großes Problem, den John opträgt, das dem mit den Wohnungen. Wo bringen wir die Leute nach der? Das ist ja von den Hauptpunkten mehr. Mittlerweile war die Familienminister den neuen allen Center, den Don Bosco-Roman, wo auch damals halt even vielleicht nicht groß bauen. Wie wenn ich gewusst hätte, was alles zukommt, mit das wichtig, dass die Leute am Anfang in der zu kriegen, schon dat net gerne net hecht an grosse Strukturen, mit das wichtigste am Anfang an großen Strukturen zu halen, und da wird wichtig mal eng Bestandsabnahmen zu machen von all den öffentlichen Gebäuder, die eitel stehen, die mich ständig Kollegen an Banne können sich noch daran erinnern, wie die letzte größere Flüchtlingswelle war die Lycée Technik de Peting, wo sie provisorisch an der Dach waren, ihr den noch eng Verdelung kommen an Familienhäuser oder an Kleinstrukturen, dass man dafür soll mal für Techt eng Bestandsopnahme machen von allen öffentlichen Gebäuder, die eitel sind, die ihr kennt dafür holen, für die Leute an Empfang zu holen. Aber wenn ich so ein öffentliches Gebäude kann ich mir da doch vorstellen, bei Betrieben, die größere Gebäude eitel stehen, und ich denke nun, das Administrativgebäude von Arbeit Diddling wird doch schon 5 oder 6 Jahre eitel steht, da bis ein Projekt Diddlinger Schmelz realisiert wird. Ich hoffe, dass es zwar mehr Misere gibt, eigentlich wird aber eine Zeit schon dauern, dass da öffentliche Gebäude sind, wo Zimmer sind, wo Sanitäranlagen sind, ob die kein Zweckgreifen für einen echten Enquete zu machen, und dann noch eine Weiterverdelung zu machen an Familienhäuser, an größere Struktur, also an bis 20 Leute, wo ihr wisst, wo die Leute herkommen, was die Leute hier Gegebenheiten sind, und wie die familiäre Situation ist. Wenn ich das machen will, dann muss ich aber auch wissen, was für Leute kommen. Aber wenn ich so was für Leute kommen, der Frank hat für geschwärzt vom Eritrea auf aus Syrien, da muss ich aber auch wissen, es gibt noch andere Flüchtlinge, was das Trillion, sind es Familien, sind es Einzelleute, was sexuelle Bedingungen stifieren, und ich meine, das muss von Anfang an direkt gemerkt werden, weil da könnte nicht bei Jitverein lehen, weil das nicht springt, und dass man die Abteilung auch viel mehr sehr hinkriegen, wo ihr wisst, wen ihr bei WK lehen, und dafür müssen die Bestandsaufnahmen gemerkt gehen. Das klingt am Anfang komisch, wenn ihr seht, man muss vielleicht wissen, wie ist es mit ihrer Religion, wie ist es mit ihrem Sex, ist es männlich oder ist es weiblich, haben sie Kinder oder haben sie keine Kinder, aber das ist eine Priorität, für das können sie machen, weil das könnt nicht Jitverein. Bei Jitverein lehen, ich kann mir nicht vorstellen, eine Familie bei 30 schon Gesellen an eine Struktur zu lehen, weil ich weiß nicht, ob das alle richtig wäre. Und dasselbe, ich kann mir auch nicht vorstellen, 5 Frauen, die kommen, an eine Struktur zu lehen, wo ganz viele junge Gesellen sich abteilen, da gibt es Sachen provozieren, und dafür ist es doch für uns wichtig, dass in die Bestandsaufnahmen direkt möchte und dann auch guckt, wen die Leute dann ihre Religion, ihrem Ursprungsland an all diese Sachen kann nachhören. Wir müssten noch die Leute viel besser begleiten. Da können wir auch so, ich streue Asche auf unser Haupt, weil wir auch mal dafür zuständig waren, dass wir die Leute können begleiten, für die prozeduralen Affären zu machen, dass es doch darum geht, ihnen zu helfen, wenn feststeht, dass sie definitiv hier am Land bleiben, wo wir ja wissen, bei den Leuten, die aus Syrien kommen, und aus Eritrea, dass es keine Diskussion gibt, dass die Asyl hier kriegen, dass sie viel mehr sehr auch geholfen kriegen, was das sportlich belangt, aber auch für auf den Arbeitsmarkt zu kommen, weil auch der Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Flüchtlinge hier an den Staat setzen, dann wir sich einen Arbeitsplatz am Norden, oder wir sitzen an den Süden, an den Arbeitsplatz am Zentrum, dass da viel mehr eine große Koordination ist, wenn wir so und die Leute davon hier bleiben, dass auch da, wo sie können schaffen gehen, wo eine Arbeitsmöglichkeit ist, für sie nach da zu bringen, dass auch da an der Gegend bei ihnen wohnen, weil doch wichtig ist, dass sie in diese Sachen nicht als nah verlieren, nicht, dass sie da noch stundenlang in der Weg sind, für noch können, wenn sie bis definitiv hier mit dem Statut geholt gesehen an der verschaffen gehen, müssen, egal wie, durch Land reisen. Da geht es auch darum, wenn wir so eine Verdelung zu machen, bis letzte Woche zu Lützeburg der Sommer war Sommer geschwert gehen, wir geben 500 Flüchtlinge auf Lützeburg kriegen, von der 12 schwätzt die im Moment käme, weil die Verdelungsschlüssel innerhalb der Europäischen Union frisch verhandelt wird, an den Außenminister sowohl wie auch der Staatsminister darauf hingewiesen, dass es neue Kriterien vergehen, mehr als TSV, sie für ihr Quotensystem, und dass es doch noch wichtig ist, wenn die Quote bis feststeht, wo die Leute hier auf Lützeburg kommen, dass wir dann noch zu Lützeburg müssen darüber diskutieren, wo wir die Leute können unterbringen,
dat ze Summe diskutieren mat de Gemengen. Gemenge stehen oft an der Kritik. Sie giffen net genug machen, mehr wissen awer vu Gemengen, die offenen und de Staat gemat huet, wo wir bis nach kein Feedback kommmers och dofir as wichtig so eng eenhetlech Zahl zu hunn, die dat ganz koordiniert, weil das auch dort Gemenge geholf kreen, aber nicht so geholf kree, mengge Staat sowohl am finanziellen wie am organisatorischen, wann de Spezialklasse muss machen fir den neuen Gegebenheiten Rechnung zu drohen, wenn man so an 9 Monate oder an 12 Monate man durchsehen, dass das Opfangklasse muss sein, dass das Klasse muss sein, wo sich auch direkt mit der Lützeburger Spruch familiarisiert wird. Viert kann dass der zusätzlich Schulmeisteren an zusätzlich Schulgebäuer bedenkt, dass es doch so wichtig ist, dass in der Summe mit der Gemenge möchten und dass noch die Gemengen do die notwendig finanzielle Mittel gibt, dass Gemengen dem auch können zukommen. Wenn ich Müllschmädchen Rechnung mehr mathematische Schiffer, wenn 500 Flüchtlinge wären, die Lützeburg zusätzlich müssen abholen, und wir haben 105 Gemengen, da kommt darauf 5 Personen pro Gemeng. Ich weiß, dass das mathematisch richtig ist, aber ich weiß nie, wie es bei den Familien ist. Die syrische Familie, also nicht 2+1 mehr in Syrien, da sind die Familien ein bisschen mehr groß, dafür ist das doch nicht mehr eine Müllschmädchen-Rechnung, mit das auch für Dummern zu unterstreichen, wenn der politische Willen da ist, für die Verdelung innerhalb dem Lützeburger Land zu machen, so dürfte doch kein Problem sein für die 500 Flüchtlingen oder Wandrolle sollten, ich weiß nicht mehr oder Männer gehen, das gehen wir ja recht die nächsten Wochen, gewohr, wann der Außenminister bis zum 20. Juli Martine zu summen ist, dass wir aber dann der Meinung sind, dass in dem Punkt sollen unterstützen. Wenn wir die Prozeduren haben, wir wissen, die Leute sind definitiv ungeholt als Asylant, also es ist wichtig, dass wir sie auch aus den Strukturen rauskriegen. Wir wissen, dass Leute, wo die Prozedur aufgeschlossen ist, haut nach immer als Strukturen sitzen mit Demandeur d'Asyl. Dass es da wichtig ist, dass da eine Koordination besteht für die Leute, da aus den Strukturen rauszukriegen. Aber gleichzeitig auch, dass du sehr wie möglich die Leute müssen auf den Arbeitsmarkt kommen und die Möglichkeit kriegen, auf den Arbeitsmarkt integriert zu gehen. Wo noch da muss ein Bestandsaufnahme machen, wäre das die Qualifikation, die Leute mitzubringen, weil wir wissen, dass Syrien eher zum Krieg nicht gekommen ist, auch aber ein Land war, ich will nicht so ein neues Standard, mehr aber ein höch entwickelt, ein Land war, wo viel höch Qualifikationen sind, so dürftet an Eisen nicht schwierig sein für die Leute auch an den Lützeburger Marché de l'Emploi können zu integrieren. Man muss aber feststellen, was hier Diplome sind, was hier Diplome wert sind. Und da soll ich gleichzeitig an der Prozedur, die lebt, auch das direkt kontrollieren und auch direkt gucken, was die Leute noch können von Aktivitäten machen oder nicht. Aber wenn man nicht direkt etwas finden soll, ich einfach auch sie mit kleinen Arbeiten betreuen, für die können sie machen, weil das Allerschlimmste, weil das ja gut, als wenn du schon nicht mehr an den gemäßen Land passt, du bist gleichzeitig am Gang, irgendwo zu sitzen, wenn du schon nach dem nächsten Monat vielleicht kannst freuen, dass du aus dem Krisengebiet rauspasst, mit spätestens dem 2. Monat fällt der Plafond auf den Kopf, dass man doch Möglichkeit schaffen, dass in die Leute kann, wo ihr sowieso sicher ist, dass sie davon heim bleiben, weil sie wieder aus einem Land kommen, was der Statut hört, dass wir die dann noch können, so sehr wie möglich an Beschäftigung fallen. Wir sind der Meinung, dass das der Weg ist, den ich muss gehen, wo etwas natürlich ein bisschen mehr hart geht, dass das für die Leute auch klar zu sagen, die aus dem Balkan kommen, dass der Balkan nicht mehr zu den Kriegsgebieten gehört, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind, aber nicht am richtigen Sinn vom wohl politischen Asylanten. Und da hat der Franke schon für drin gefordert, da ist es wichtig, dass wir eine europäische Diskussion führen, wie es möglich wird, in Zukunft doch an Europa können ranzukommen, auf der legale Weg, ohne muss politische Flüchtling zu sein, weil nicht mehr, wenn wir die Streifen auch gestoppt kriegen, weil wir ja wissen, dass aus den früheren jugoslawischen Republiken ganz viele Leute sowohl auf Lützeburg wie auch nach anderen europäischen Ländern kommen, wo vierer feststeht, dass sie nicht dafür bleiben, weil sie Demandeur sind, für an die Europäische Union ranzukommen, aber b, weil sie auch nicht unerkannt sind als von den Ländern, die nun internationale Konventionen dafür da sind, wir können auf die Flüchtlinge an der Asylantenstatut zurückzugreifen, mit dass sie noch da muss gucken, für da noch eine andere Prozedur zu fahren und das zu summen. Auf europäischem Niveau, weil es wäre ganz schlecht, wenn du da den Land andere Kriterien gewuwendet, für das andere, für das Gewurren weitergehen. Mit dem Flüchtlingsstrom, dieselbe Diskussion aus die mit Dublin, mit dem Dubliner Prozess, den Frank hat es schon angefordert. Auch da merken wir ja, dass ganz viele Leute heute zu Lützeburg sind, die theoretisch nicht dürften hier sind. Und nicht bis auf Lützeburg kommen, weil, wenn ich richtig in Erinnerung habe, hat Lützeburg kein europapolitisch Außengrenz. Weil auch der Flughafen, den ein Zeitchen die Grenze hat, könnte normalerweise, wenn ich da richtig am Kappen, käme aus den Ländern her hin, sodass kein
europäesch ausgegrenzt do ass mir dat se jo bei engem vun den Länder fir runn opgeholt gesinn an dofir menggeneg dat Dublin zwar demmer se gut gemengte Sach fir mir dat Dublin méi wie reformbewidert dech ass an dats en donner Prozedur muss fannen, a wann man auch fëssen dech als italienisch Fën, wievi Leiit do wirklich registréiert gin. Ehe se dann weiter laufe gelos sinn, do wëssen och, dats dat eng relativ kompliceéier Prozedur ass dats der ganz viel vun denen noch nie weder Fangerofrä nach registréiert gesinn, da soll noch de Courage schon an ze so, muss dat op europäesschem Niveau kënne lesen, an wann man déi Punkten all ze summen no gin. Und schmengen da gëlt sowohl als Opposition wie als Majoritéit, muss man als Letzteburg als Beitrag lechten, weil et wichtig als parteiiwwergreifende Konsens dort ze fannen und soll net Parteipolitik op der Bockel vun denen Leiit mechen, weil den Franko den der Strach 400 Euro sind noch viel Lützebäuer op Bannerplätzen ausgelaufen, dat der 7 Joer war noch viel Leiit froh wie Krisch war ze Lützeburg, dats an einer Länder Meigkeet huet hun sech ënner ze bringen noch van se miséier konnten zrekommen, méch wees net, op der Serien Suséier geht an oder am Eritrea, fir dats die Leiderem vun Haut op Märeck gin fir hëlle vun net Land opzebauen, war doch secher enke notfertigg werd sinn, wie so lang wat net fertig springen. Dei Krisenherden op der Platz ze lesen, werden die Lei doch net freiwillig du in der Trekoen van der Reportage bei en deitsche Front gelauscht dat tut fir hun 2 oder 3 Deeg, wo se grad der Serie so, do werden der schon mé lang drop fir Zreck ze go, mé wike, dats den Krisch nach immer net in der Bonnen ass, do hanne ginn die Lei doch net Zreck, an dofir muss in de Leider wo eng Perspektiv gin, an se net an den Lehrer versauere los. Vielmals Merc.